Weshalb sind wir heute hier? Unser Thema ist doch nicht die Haut über 40, sondern Inkontinenz. Sterbehilfe. Ja, dafür stehe ich heute Abend hier auf der Bühne. Ich bekenne offen, ich wollte viele Jahre meines Lebens älter erscheinen, als ich tatsächlich bin. Das hast du mittlerweile ja auch geschafft. Ich redete gerade von meiner Jugend. Genau, Jugend, meine lieben Freunde und Freundinnen. Jugend, das ist heute Abend unser Thema. Das bloß kalendarische Alter allein spielt doch überhaupt keine Rolle. Man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Nehmen wir mal zum Beispiel mich. Eine Frau um die 40. Du bist Mitte 40. Mitte 40 bist du. Hör mal bitte, ich fühle mich aber jünger. Jünger als mein kalendarisches Alter. Und das geht doch vielen Menschen so, dass sie sich jünger fühlen, nicht wahr? Und das ist doch auch unser kleines Problem. Das ist überhaupt kein Problem. Ich rate solchen Menschen immer, werdet endlich erwachsen. Immerhin, du kannst dich von mir aus ja ruhig jünger fühlen. Aber auch deine Gefühle sollten wenigstens volljährig und voll geschäftsfähig sein. Wissen Sie, es gibt natürlich auch völlig unabhängig vom kalendarischen Alter das Phänomen der mentalen Frühverkreisung. Ach ja, das musste jetzt ja kommen. Sie ist letzte Woche, ist ja auch 38 geschätzt. Oh, das war so klasse, sag ich Ihnen, das war so klasse. Das war ein Typ, der mich überhaupt nicht gekannt hat. Das war so klasse. Natürlich hat er dich nicht gekannt, sonst hätte er dich ja älter geschätzt. Meine Güte, was hat sie sich gefreut? Ja, natürlich habe ich mich gefreut. Wir haben in Deutschland ja über 4,5 Millionen Arbeitslose. Die Konjunktur springt nicht richtig an, ja? Darmstadt 98 ist gerade mal in die Regionalliga Süd aufgestiegen. Die hat nicht eine Flasche Bier im Haus. Und sie freut sich, weil sie auf 38 geschätzt worden ist. Ich kann mich eben auch an kleinen Dingen freuen. Du hast dich 3 Tage lang gefreut. Ehrlich. In Biblis, ja, als AKW hätte hochgehen können, ja, die Rhein in den Magma überschütten, ja. Sie hätte sich weiter gefreut, weil sie auf 38 geschätzt worden ist. Aber jetzt sei doch mal ehrlich, du kaufst deine Wurst doch nur deshalb bei der Metzgerei Volz zu Hause bei uns in Darmstadt am Kantplatz, weil die Verkäuferin dich dort seit 10 Jahren mit junger Mann anredet. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich schätze älteres Verkaufspersonal, weil es einen qualifizierter berät und weil ältere Kunden... Er meint Master Consumers, er spricht gerade von Master Consumers. Ich rede von älteren Kunden wie mir, weil diese älteren Kunden nämlich anspruchsvoller und in ihren Kaufentscheidungen rationaler sind. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Ja. Aha. Ja. Halten Sie sich da bitte raus, okay? Bitte, wie war das neulich in der Kosmetikabteilung von Karstadt? Das hat doch jetzt damit überhaupt nichts... Das hat damit du hast für über 50 Euro... Das hat mit unserem Thema rein gar nichts zu tun. Die Verkäuferin dort hat ihm ein Shampoo empfohlen. Ihm ein Shampoo? Ja, das war Fachpersonal. Aber das Beste kommt noch. Er hat das Shampoo gekauft. Er hat ein Volumenshampoo. Das war eine nette ältere Bedienung, der ich vor der Frühverrentung noch mein Erfolgserlebnis verbinde. Jetzt gib's doch endlich mal zu, du bist genauso eitel, wie wir alle hier auch. Ich bin überhaupt nicht eitel. Kein bisschen bin ich eitel. Ich sehe es nur nicht ein, dass ich mich in meinem Alter bei Hennes und Mauritz auf meine seriöse Frage nach der Jeans-Abteilung von so einer halbwüchsigen Schnullerbacke anmachen lasse, wäre es nicht vernünftiger, wenn ihre Enkelin persönlich kommt.
unser Thema. Nein, wir sind jetzt in dem Alter, in dem wir uns endlich den Wein leisten können, von dem wir vor 20 Jahren noch 2 Flaschen am Abend vertragen hätten. Und das ist das Thema. Nein, Jugend. Alter. Das wollen wir wohl mal sehen. Das werden wir ja sehen.